Am Leben gibt es oft Momente, wo ich muss Adi sagen. Heinst du für eine kurze Zeitperiode und heinst du für immer. Aber wenn ich dann so einen Moment ist, wo ich Adi muss sagen, dann ist froh, was sind meine letzten Wörter? Was will ich dem anderen noch sagen? Was ist mir noch wirklich wichtig am Schluss, dass ich dem anderen mitteile? An diesem Bibeltext von heute geht es genau darum. Wir sind am Schluss vom Alten Testament gekommen. Gott weiß aus seiner Weise, dass hier eine Zeit nicht viel wert mit dem Volk Israel schwätzen, nämlich 400 Jahre. Aber was sieht Gott dann am Schluss für eine Zeit, wo sie sich lange nicht werden hören? Wir machen heute weiter am Malachi. Wir gucken uns heute das 3. Kapitel an. Die letzten 2 Wochen hat man ja Malachi 1, dann 2 geguckt. Und heute kommen wir bei Malachi 3. Aber für die Mengen schon mich verschrieben, nee, am Lützeburgischen ist es wirklich so, dass nicht Malachi, mehr Malachi. Ich lese dich trotzdem heute auf Deutsch 4, weil das leider noch nicht komplett auf Lützeburgisch übersetzt. Also wir lesen das ganze Kapitel 3 auf Deutsch. Ich lese das aus der Schlachterübersetzung 4. Auch schon direkt am 4 fällt, das ist ein Kapitel, wo ich durchgelesen und die erste Kirche für die Predigt 4 zu bringen, habe ich gesagt, also heute war keine bald 10 Predigten halten. Ich halte nicht nur eng von einer halben Stunde. Ich fand da nur so, das sind enttäuscht, Timo, zu dem Vers oder zu der Sache hast du schon etwas könnte sagen, ja, ich weiß. Ich kann erst heute an der Sache nicht zufriedenstellen. Also das ist ein geniales Kapitel, und noch fand ich nicht alles kann kommentieren und ich fand, dass der Wert, dass man das ganz durchlesen. Also Malachi 3, aus der Schlachter 2004 gelesen, die ganzen Verse. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen, und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite.
Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wie die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein, und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein, unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also ich hoffe, dass euch aufgefallen, an dem Text steht ganz viel. Und wie gesagt, wir werden uns heute pur Gedanken rausholen. Und heute sind die 3, 4 Gedanken, die ich heute will betonen. Gericht, wo Gott könnt. Erstens, dein Geld a Gott, Fragezeichen. Zweitens, dein Denkst a Gott, Fragezeichen. Und drittens, Bibel a Gott, Fragezeichen. Und wir fangen nun mit Gericht, wo Gott könnt. Am Vers 19 und 23 steht, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. An Vers 23 steht, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Vielleicht denkt den ein oder anderen aus seinem Herz ganz ehrlich, mich auf für eine paar Monate, ein paar Mal von den kleinen Propheten viel wird, das große Gericht von Gott noch gedurcht, wird er schon näs. Ja, das stimmt. Bei den kleinen und großen Propheten am Alten Testament das Gericht von Gott ein Dauerthema. Und zwar scheinbar auf der einen Seite wird Volk Israel nicht nur lauscht hat, und auf der anderen Seite ist es Gott scheinbar wichtig, dass sein Volk das weiß. Es könnte den Tag, wo Gott ein Keier für Gerechtigkeit wird sorgen. Es könnte den Tag, wo Gott nicht mehr nur guckt, wie konkret wird bewerten und etwas machen. Es könnte den Tag, du hast es zu spät, du seht Gott dann, los Schluss. Und wir heute befinden uns auch an der Zeit. Der Jesus wird ein Keier zurückkommen. Das Gericht von Gott, was Israel betrifft auch uns. Und das ist noch nicht da gewesen. Es leidet nach 4 uns. Aber viele Menschen leben es so, wie wenn es nie kommen. Und Gott will uns daran erinnern, mein Gericht wird kommen. Und sowohl das Volk Israel an mir haut, und noch viel Ausreden, für was wir das oft ignorieren. An unserem Leben und auch an unserem Lebensstil. Und ich muss so in den Text von Malachi 3 als ein Text, den für mich perfekt die Lützeburger Kultur oder Denkweise beschreibt. Ich habe Geld, für was brauche ich Gott? Ich sehe gedäft und ich sehe ein guter Mensch, nervt mich, wenn ich nicht mit so schlechten Nachrichten. Bibel lesen, sorry, für so ein Märchenbuch und ich keine Zeit. Aber komm, wir gucken mal, was Gott dazu sieht. Dein Geld, der Gott. Wir lesen ein Verse 5 bis 12. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben.
Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. Wenn in den Text liest, da war die Darstellung Demos vom Volk Israel, wir befanden uns ungefähr 400 oder 500 vor Christus, ungefähr so. Die Armen sind egal, aber das ist egal, wir wollen Hauptsache genug für uns tun und Hauptsache ich sie reich. Aber was war hier Antwort auf die Frage für Gott? Was ging ich Gott von meinem Geld? Ganz einfach nicht. Gut glatt nicht. Gott kriegt nicht von mir. Hier im Text schwätzt Gott über die sogenannten Zehnten. Für das wir verstehen, welche Bedeutung den Zehnten am Volk Israel hat, will ich ein bisschen erklären, wegen aus und Bibel über den Umgang mit Geld, am Gehalt und anderem am Neuen und am Alten Bund mischt. Für die mal eine Menge Predigten gut nachlauschen, die werden bemerken, dass ich für uns 2 Jahre bei einem anderen Text so etwas Ähnliches schon erklärt habe. Für die es nicht mehr erinnern, dann ist es wie neu. Hier ist ein Überblick mehr oder weniger über die Regeln am Alten Bund. Also nicht alle Regeln zum Thema Geld, mit die meisten oder ich meine nicht sind die wichtigsten, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Als erstes müssten die Israeliten beim ersten Fest am Jahr den ersten Teil vom sogenannten Karschnatz oder der Ernte Gott geben. Je nachdem, wenn das Fest am Jahr gefallen ist, waren das 2 bis 50% von dem Gehalt, dem Ertrag, dem Besitz. Stell mal haut, mit einem fiktiven Gehalt kommt von 3.500 Euro netto, also ich schwätze nicht über das Nettogehalt, wir werden nur gesehen beim neuen Bund, wie wird es wichtig, dass wir vom Nettogehalt schwätzen, nicht vom Bruttogehalt. Also wir als Steuerer schon bezahlt. Wenn da 2 bis 50% von dem Gehalt muss der von Gott gehen, dann ist das je nur Jahr 70 Euro pro Monat bis zu 1.750 Euro von ihrem Gehalt. Also für die los schon weh haben an der Brust, das geht noch weiter. Okay? Da kommt den sogenannten Zehnten, den eben hier in diesem Text erwähnt wird, an eben noch an Numeri 18, Vers 24 erwähnt wird. Es kann nicht so, das war das Gehalt von der Vollzeitler damals. Also 10% für die Leviten, für das sie könnten leben und den ganzen Tag sich um den Tempel und den Dienst für Gott beschäftigen. Und der Rest, der übrig bleibt, den also zwischen 12 bis 62%, das sie schon fort, die kann die für sich selber benutzen und an den Ocean ankaufen gehen oder so. Aber wenn noch etwas übrig geblieben ist, nur dem Sinn, dass er eigene Ausgaben ausgehen hat, da müssen die laut Deuteronomium 24,19 auch noch den Friemen in Hölle gehen. Oder vielleicht noch ganz ehrlich ausgedrückt den Asylanten. Also auch zur Zeit von Malachi war der sogenannten Zehnten nimmer ein ganz kleiner Teil von dem, was Volk Israel misst Gott gibt, von ihrem Karschnatz an ihrem Besitz. Also hier erwähnt das hier just als Beispiel. Das ist nicht alles, was sie müsste gehen. Am neuen Bund ändert sich schon etwas. An 2. Korinther 9, Vers 7 steht Regel, jeder solle so gehen, wie hier sich et aus seinem Herz viergeholt hat. Hier sollet nicht mit Widermut oder aus Zwangsgefühl machen, weil Gott hört die gern, dem mit Fried gött. Was meint die Regel? Sie meint nicht, dass ich als Christ mit meinem Geld machen kann, was ich will. Wir werden nur gesehen, dass Gott ganz präzise Instruktionen gibt. Aber Gott spezifiziert am Neuen Testament oder am Neuen Bund nicht mehr, welcher Prozentsatz von meinem Gehalt es muss sein. Weil wir sollten mit unserem Herz erweisen, wie viel wir bereit sind, mit Frieden zu gehen. Für was sollen wir nur am Neuen Bund suchen ausgehen? Wie am Alten Bund gehen die Pflichten u Gott. Wie viel das, entscheiden wir selber. Aber wenn das Gehalt u könnt, auf dem Konto soll als ersten Teil u Gott gehen. Als nächstes fordert Gott an 1. Korinther 16, Vers 2, dass ihn die Lokalgemeinschaft, an der er sich befindet oder Member ist, dass ihn der unterstützt.
Da gibt es Bibelstellen wie 3. Jean, Vers 7 und 8, 1. Korinther 9, Vers 14 oder 1. Timotheus 5, Vers 17, wo darauf hingewiesen wird, dass eine Mission die Evangelisten und Älteste finanziell unterstützen soll. Also heute mit François Pedot auf Besuch, das werden zum Beispiel die Verse, die genau darauf hinweisen. Und dann 3. Jean 7 bis 8 wird mehr oder minder auch gesagt, die Welt wird Missionen von den Christen nicht unterstützen. Das müssen die Christen selber machen, also mussten sie das im Blick haben. An 1. Timotheus 5,16 steht dann, dass sie sich um Witfrauen an der eigenen Familie soll kümmern, dass sie die soll unterstützen. An der Matthäus 22,21 erinnert uns Jesus daran, dass wir als Steuern beim Staat bezahlen sollen. Da steht noch, wie wenn das nicht wird, das, weil ich ja schon den Nettogehalt gehen habe, das ist bei uns zuletzt relativ einfach. Die kriegt das einfach vom Staat schon fortgeholt, bevor da überhaupt Druck kommt, außer die mit der Steuererklärung. Da muss der ehrlich sein. Das steht auch Matthäus 22,21. Nachdem sich mich also freiwillig diesen unterschiedlichen Regeln von Gott gefolgt sind, ohne dass die Bibel mir genau Prozentsatz 4 schreibt, bezüge ich mal da meine eigenen Lebenskosten. Aber wenn dann etwas übrig bleibt, da bleibt noch immer das Gebot von Deuteronomium, dass ich dem Fremden und dem Asylanten noch kann von meinem Recht etwas geben als Unterstützung. Es gibt verschiedene Wege, wie auf die Aus- und aus der Bibel kann reagieren. Vermutlich sitzen halt verschiedene Leute im Raum, die die Aussage von Gott durch schon seit langem kennen, sie umgesetzt haben an ihrem Leben und noch Segen erlebt haben. Dann ist mir einfach Aussage zu ihr schaut, ich encouragiere ihr, macht es weiter. Verschiedene Leute sind aber vielleicht durch das Aussage alle mehr, dass sie denken, Gott will mein Geld. Die christliche Gemeinschaft, deswegen sagt, die mein Geld will. Wir sind an einer Sekt gelandet. Aber genauso hat Volk Israel auch an Malachi 3 reagiert. Gott will das Geld. Wie war das die Antwort von der Bibel darauf? Gott will das Geld mal ganz sicher nicht mit Gewalt. Hier braucht das Geld doch übrigens gar nicht. Hier forciert das gar nicht, überhaupt etwas zu machen. Hier gibt es sogar mehr Geld, wenn wir gar nichts machen. Weil alles gehört Gott und hier schenkt der Reh für die gerecht und die ungerecht, wie in Matthäus 5, Vers 45 steht. Das heißt, wenn du gar nicht Gott gehst, und manchmal zu Lützburg ist es relativ favorabel, dass du den nächsten Mai dein Gehalt trotzdem könnt, und der Reh wird ganz sicher auch auf deinem Terrain hochfallen. Aber Gott testet als Herzer, als Gläubige, an dem uns auch die Herzen vom Volk Israel an Malachi 3. Hier möchte ich denken, was man da ist. Und das, dir wird bemerken, dass wenn dir geht, dass es nicht unfair mit dir umgehen wird. Also Gott möchte denken, was man da ist. Und will denken, was mit Gott machen, da spielt Spiel mit. Was sind mir bereit zu gehen? Wie viel vertrauen mir Gott? Das heißt nur nicht, dass wir einfach ohne Not zu denken gehen sollten oder dass wir als ganz Gehalt einfach vom Balkon raufwerfen und als Familie vernachlässigen. Das heißt den Text auch nicht. Und es heißt doch nicht, dass wir als nie etwas Schönes für uns selber kaufen dürfen. Im Buch Prediger können wir nur lesen, dass Gott es super findet, wenn wir als schöne Sachen, materiell schöne Sachen kaufen, also genießen. Und es ist auch nicht so, dass wir von Gott unbedingt Geld zurückkriegen, wenn wir ihm etwas geben. Weil es können hier im Text ein bisschen verleitet sind, dass Gott uns durch Sekten effektiv so umgelöscht oder umgedeutet, wenn du Gott mehr gibst, wie du mehr zurückkriegst. Und das geht im Prinzip dann, wenn du 5 Euro gibst, willst du 100 Euro zurück. Gott schwätzt hier nicht über Geld. Oder nicht nimmer über Geld. Es kann sein, dass du 5 Euro gibst, und keinen davon zurückkriegst. Weil Gott gibt das Segen vielleicht auf eine andere Weise. Worum es Gott halt für allem geht, das ist der Teiten. Wie ich mit meinem Geld umgehe, verrät viel über mein Herz. Bin ich von Gier getrieben oder von Generosität? Und ich Vertrauen auf Gott oder Vertrauen auf mein Bankkonto? Meine ich, dass Geld mein Leben ist? Oder meine ich, dass Geld mich für Gericht vor Gott schützen kann? Oder vielleicht wird ganz aktuell zu machen. Wie reagiert mein Herz, wenn der Preis vom Diesel an die Luft geht? Wie reagiere ich, wenn ich gesehen, dass Häuser zu Lützburg immer mehr kosten? Vertraue ich auf Gott,
oder probieren ich mich aufzusichern mit einer extra Rente, einer extra Versicherung oder einem neuen Kredit? Die Frage muss jeder selber für sich beantworten und es kann ich nicht so, das ist die richtige Antwort für jeden. Froh ist, wie gesagt, an unserem Herzen aus. Und dann kommen wir zum zweiten Frage, die Gott uns am Text stellt. Dein denkst an Gott? Fragezeichen. In der Verse 14 bis 18 stehen: Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Volk Israel hat sich ungerecht behandelt gefühlt von Gott. So gut, was sie ob Gott gelauscht hat tun, ging es ihnen nicht perfekt. An die Menschen, die nicht ob Gott gelauscht hat tun, denen ging es aus sich mal nicht so schlecht. Kennen mir das haut. Christen gehen weltweit verfolgt. Für ein paar Wochen haben wir von Open Doors das hören. Und noch mehr Probleme in unserem Leben. Wir gehen krank, wir haben Probleme an der Familie oder auf der Arbeit. Und noch heute zu Lützburg haben Leute finanziell Probleme. Und die anderen Menschen, die machen Party, manche sind reich. Was bringt es also, um Gott zu leben? Was bringt es mir, hier in der Gemeinschaft zu helfen? Für was sollen wir noch so viel Zeit an Arbeit hier in der Gemeinschaft investieren? Bringt das überhaupt etwas? Für was soll ich nächsten Samstag den ganzen Tag helfen, ein Kischen aus diesem Gebäude herauszudrehen? Am Malachi 3 strahlt Gott nicht auf, dass die Situation damals beim Volk Israel oder heute auch nicht ganz gerecht ist. Gott strahlt nicht auf, dass oft sein Volk Israel oder auch gläubige Leute ungerecht behandelt gehen. Beschwert Leben hun. Das ist eine Realität auf dieser Welt. Das stimmt. Aber erstens, die Bibel erinnert uns immer nicht daran, dass Gott aber da ist an den schweren und traurigen Momenten vom Leben. Hier lest es an den Momenten nicht allein. So gut, wenn wir Gott nicht spüren, hier hast du. Zweitens, hier in Malachi 3 betont Gott, Gottes Gericht könnt. Und da werden die, die nicht Gott geglebt haben, aber vielleicht reich waren, nicht mit Gewinner sind. Da werden sie die Verlierer sein. Sie werden hier gerecht drauf kriegen für das, was sie gemacht haben. Und die, die Gott geglebt haben, die werden eine ewige Belohnung kriegen. Sie werden endlich Gerechtigkeit erleben. Das ist also der Wert, Gott zu leben. Das ist also der Wert, an der Gemeinschaft mit zu denken. Das ist der Wert, schwere Momente mit Gott zusammen zu akzeptieren. Das ist der Wert, 40 Jahre als Missionar zu schaffen. Weil es gibt eine reale Hoffnung auf eine ewig gerechte Belohnung. Der Jesus hat im Kreuz für uns gelitten. Das war viel mehr schlimm wie alles, was wir erleben können. Aber seine Belohnung war, Gott hat hier zum Herr über die ganze Welt gestellt. Also war es doch bei uns, und beim Volk Israel, wenn wir Gott treu bleiben an ihm denken. Hier wird uns belohnen. Hier wird uns nicht an Ehre setzen. Leben mit Jesus als es wert. Und da kommen wir bei drittens, Bibel, a Gott, Fragezeichen. Am Vers 22 steht, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Gott sieht also heu als praktisch Lechtwort, bevor hier 400 Jahre nicht mehr wird, man Volk Israel schwätzen, liest er Bibel. Demals war das hauptsächlich Tore, also die Lehre von Moses. Wir haben heute ganz Bibel,
Und zum Beispiel an 1. Timothée 4, Vers 13 sagt der Apostel Paul zum Timothée: Konzentriere dich darauf, die Leute öffentlich vorzulesen, sie zu encouragieren und zu lehren, bis sie da sind. Wie weit wiederholt die Bibel immer nächst, dass das Volk Israel und wir als Gläubiger sollen die Bibel lesen. Denn für das, wir Menschen, egal ob gläubig oder nicht, haben Herzen und euren Verstand voll mit falschen Gedanken und Vorstellungen. Und wir geben wirklich durch andere Mitmenschen, durch Nachrichten, durch das, was wir gesehen, lesen, hören und gucken, oft mit falschen Infos vollgemüllt. Und ich meine, da mal nicht nur so Sachen wie Fake News oder Verschwörungstheorien. Die Bibel beschreibt, dass Denken vom Menschen nicht gut ist, seit Sinn an der Welt ist. Als Herz und unser Verstand müssen gebotzt gehen. Als Herz und unser Verstand brauchen Veränderung. Und für das Volk Israel demals von ihren Sinnen auf falschen Überlegungen fortgehen, müssen sie endlich nächst Lehre von Moses lesen. Und für das du und ich von unseren Sinnen auf falschen Überlegungen fortkommen, müssen wir immer nächst die Bibel lesen. Dafür predigen wir hier in der Gemeinde, dafür machen wir Jüngerschaft, dafür machen wir Hauskreise, dafür organisieren wir Bibelwissen, dafür machen wir Frauentreffen. Wir brauchen das alltag. Weil wir müssen an unserem eigenen Herzen abräumen, bevor wir den Jesus begegnen wollen, aber bevor zum Gericht vor Gott könnt. Wo ich noch als Polizist geschafft habe, und es scheint du nur der Arbeit bemerkt, dass wenn du viel mit Kriminellen zu tun hast, fängst du an, ein böses Herz zu kriegen. Weil du anfängst, Leute zu verurteilen. Oder zu sagen, sie sind alle gut so. Als du aber nicht gesagt hast, als ich sie selber so. Und dann habe ich damals meine Predigt ja dann auch an meiner Freizeit dafür berät. Und etwa meistens du hast den Text durchgelesen, den nächsten Gedanken, egal wie ein Text es war, tut gar nicht, damit es dir mit dem Tag war, okay, so gut passt doch nicht. Das ist, was Gott mit uns will machen. Wenn wir die Bibel lesen, nicht für dich Hirn hat, den, du, ich, dann ist schon ein Problem. Aber wenn wir am Anfang an der Anleitung gesehen haben, Gott sieht mir Sünder gnädig. Gott wünscht sich beim Volk Israel demals anhaut, aber eis, dass wir bereit sind, wenn der Jesus zurückkommt. Es kann nicht viel mehr zu dem Kapitel 3 am Malachi sagen. Ich wollte mich schauen, ob die 3 Punkte heute konzentrieren, die wir noch angeguckt haben. Gericht, wo Gott könnt. Erstens, vertraue auf Gott und nicht auf dein Geld. Zweitens, Gott wird dein Denkst belohnen. Und drittens, lies die Bibel, für das Gott dich vorbereiten kann für sein Kommen. Und ich will aufschließen mit einem Lied, das genau die Hoffnung beschreibt, die wir als Gläubig sollen haben, für weiter, o Gott, als einem jungen Jesus festzuhalten. Wir singen von Jesus. Sein ist Gewalt und Macht. Er hat auf Golgatha das Heil der Welt vollbracht. Der große Gott ist er und aller Herren Herr. Wir singen von Jesus mehr und mehr. Wir singen von Jesus, er ist das Lebensbrot. Steht Hunger in der Welt, tröstet dich in der Not. Er trägt die Herrschaftskron, regiert vom Himmelsthron, reicht Lebenswasser dir zum Lohn. Wir singen von Jesus, er ist der Friedefürst. Halt dich von Sorgenlast, wenn du sein Bruder wirst. Weiß ist sein Festgewand, blutig die Wunderhand. Sie führt dich heim ins heilige Land. Wir singen von Jesus, er ist der starke Fels. Er ist das Sündenlamm, geschlachtet für die Welt. Er ist der Bräutigam, zünd ihm die Lichter an, damit die Welt ihn sehen kann. Wir wandeln mit Jesus, ja, das ist herrlich schön. Bald werden wir verklärt sein Antlitz strahlend sehen. Wir werden sein wie er, so sagt sein heilig Wort. Wir wandeln mit Jesus fort und fort. Amen.